Das war einmal eine Frau, und die hat 2 Töchter gehabt. Die Töchter, die haben alle 2 Marie gehase. Die eine Marie, die war arg schön und arg fleißig, und die andere Marie, die war aber hässlich, faul und ungeregelt. Die Frau hat aber die faule Marie ärger gern gehabt, weil das der ihre eigene und rechte Tochter war. Und wegen dem musste auch die faule Marie daheim nix machen. Die hat bloß den ganzen Tag vor dem Fenster gesessen, hat Kerbiskern geknackt und hat auf die Gasse geguckt. Oder die hat sich auch allgebot vor den Spiegel hingestellt und hat sich von aller Seiten betrachtet. Hat sich betrachtet und hat sich eingebildet, wie schön die ist. Die andere Marie, die fleißig Marie, die durfte an sowas gar nicht denken. Die musste im Haus, im Stall und im Gärtchen schauen, und da hat es auch viel zu schauen gegeben. Die schön und fleißig Marie hat die ganze Zeit aufgeputzt, aufgeräumt und hat die Wäsche gewaschen und hat gekocht. Und die hat's Viech tränke und fittere Miese und die Kiemelge und die Milchleiter, und die musste den großen Gadde hagen und mussten nach wässern, und die musste auch im kleinen Kärtchen jede und gieße und was noch nicht alles. Und da hat aber die Stiefmutter noch immer zu Ufre geschollen und hat ihr immer mehr Arbeit gefunden. Und vor des Marie, da hat's schon lang kein Sonntag und kein Ruhetag gegeben. Von der, da kommt's noch drauf und drauf, immer schauen und nix wie schauen. Und wenn die ganze Arbeit mal geschafft war, da durfte sich die fleißig Marie auch mal hinsetzen vor Ausschnaufen. Bloß grad so sitzen, das durfte sie aber auch nicht. Beim Sitzen, da musste sie nämlich immer die Wolle spinnen, mit so einem alten Spinnrad. Öfters, da sei dem Mädchen paar Tränen auf die Bagger runtergeschubbelt. Die hat sie aber der Meist gleich weggewischt und ist geduldig und verständig geblieben wie immer. Da war es einmal so gewesen, dass die fleißig Marie auf der Gasse neben im Brunnen gesessen hat und hat spinnen müssen. Und wo sie schon eine etliche Zeit gesponnen hat, da ist sie ganz unverhofft am Spulje hängen geblieben und hat sich in das Fingerchen gestochen. So schlimm, dass das Blut gespritzt ist. Das Mädchen, das war verschrocken und ist gleich mit dem Spulje bei den Brunnen hin und wollte dort das Blut von dem eingeseiten Spulje abwäschen. Und wo sie sich zum Wasser gepickt hat, da ist ihr das Spulje aus die Hände ausgerutscht und ist in den Brunnen gestürzt. Das war was Schreckliches. Das Mädchen hat gewusst, dass er geschollen kriegt, hat sich aber zusammengerafft, ist gleich bei die Mutter hin und hat ihr alles gestanden. Und wo die Mutter das von dem Spulje mitkriegt hat, da ist sie aber wie närrisch geworden. Da hat sie das Marie so geschämt, sowas hat das Mädchen ihr Lebtag noch nicht erlebt. Die Mutter hat stark ausgekriegt. Wie so eine Wilde ist sie rumgesprungen und hat gemaracht und konnte sich gar nicht geben. Und das arme Marie, das hat da gestanden, hat gezittert am ganzen Körper und hat schrecklich greinen müssen. Beim Greinen, da hat sie aber immer wieder zu der Mutter gesagt: „Oh Mama, verzeiht mir's doch, oh Mama, das wollte ich doch nicht, oh Mama, seid mir doch gnädiger." Die Mutter, die wollte es aber gar nicht hören und hat immerzu weiter wie so Drach Feuer und Galle gespuckt. Am Ende hat die Mutter des Marie aus dem Haus geschmissen und hat ihr laut nachgekriegt: „Mach, dass du fortkommst, und eib du das Spulje nicht gefunden hast, lass ich dich nicht rein. Da kommst du mir nicht über die Tierschwell." Oh, was hat die Marie getrauert, wo sie das gehört hat. Das hat ausgesehen, als wenn sie aus dem Grab ausgestiegen wär. Dort hat die Marie noch eine Zeit lang gekreunt, und wo sie dann keinen Ausweg mehr gesehen hat, da ist sie dann in den Brunnen gehopst, vor das Spulje rausholen. Und sobald die in dem Brunnen war, da ist sie auf einmal ohnmächtig geworden und war etliche Zeit weg im Kopf. Wo die Marie zu sich gekommen ist, da war sie worum aufgewacht, wo's arg schön war. Mit dem Gras, mit lauter Blumen, und die Vögel sei rumgeflogen, oben im blauen Himmel, und die Sonne hat gescheint. Die Marie hat sich umgeguckt, und da hat sie nicht weit weg einen Backofen gesehen. Der Backofen, der war voll mit Brotkalatsch, und die Brotkalatsch haben auf einmal wie die Menschen geplaudert und haben zu der Marie gesagt: „Junge Frau, sei doch gnädig zu uns, hol uns raus, sonst verbrennen wir bald."
Die schöne Marie hat ins Ovenloch reingeguckt und wo sie das Brot gesehen hat und wo sie gerochen hat, wie es getupft hat, da hat das Brot dem Mädchen so gedauert, dass es auch gleich rausgeholt hat mit der Ovenschip. Nord hat sie sich vom Brot verabschiedet und ist weitergelaufen. Die schöne Marie ist gelaufen, bis sie bis einmal vor dem Äbelbämi gestanden ist. Das Äbelbämi war vollgehangen mit lauter roten Äbelchen. Und da hat das Äbelbämi auf einmal auch wie ein Mensch zu der schönen Marie geplaudert. »Junge Frau, sei doch gnädig zu mir, tu mich schüttle und rittle, dass die Äbel runterrottle.« Das Äbelbämi hat dem Mädchen auch so gedauert, dass er die ganze Äbelchen runtergeschüttelt hat und hat sie alle auf dem Kibbel zusammengelesen. Nord hat sie sich vom Bämi und von die Äbelchen verabschiedet und ist weitergelaufen. Die ist grad so worum hingetappt, wusste aber nicht, wo sie hingeht. Bis sie nach einer Zeit ein großes Haus gesehen hat. Das war ein Arichei-Haus mit allerhand Gramondel drumrum. Und daneben war auch ein kleines Gärtchen mit lauter Blumen und Rangen. Und wo die Schämeri dichter bei das Haus ist, da hat sie davor eine alte Frau gesehen. Die Frau, die war im Gesicht schon ganz schrumpelig und hat auch gefährlich gelassen. Die Schämeri hat sich aber nicht gefärcht und ist gleich bei ihr bei. Da hat das Mädchen die Zeit geboten und hat sich auch vorgestellt. Die Frau, das war die Wesperle, die war gar nicht böse, die war ganz, ganz freundlich. Und die hat dem Mädchen vorgeschlagen, dass er bei der im Haus bleiben kann, so lang wie sie will. Die misst aber bloß alle Gebot der ihre Bettsach aufschütteln. Die Schämeri war mit dem einverstanden und ist geblieben. Die Wesperle war mit der Magd arg zufrieden, weil es Marie auch arg fleißig war. Die hat im Haus immer alles aufgeräumt und hat auch nicht vergessen, alle Gebot die Federtegge von die Wesperle aufzuschütteln. Und wo sie die Federtegge aufgeschüttelt hat, da hat's dann auf die ganze Welt, wo die Menschen leben, geschneit. Und so hat die schöne Marie bei der Wesperle ein ganzes Jahr gelebt. Und wenn der auch nichts gefehlt hat, aber doch ist sie auf einmal traurig geworden, weil sie die Heimkrankheit gekriegt hat. Da ist die schöne Marie bei die Wesperle bei und hat das Herz ausgeschüttet. Die Wesperle hat so ausgehorcht und hat gesagt: Ich weiß, mein Kindje, du willst bei die Menschen sein, und so sollst du auch wieder heimkommen. Geh in das Scheire hinein, wohin ich meinem Haus steht. Dort, da findest du dein Dorf und kommst daheim raus. Die schöne Marie hat sich vor alles bedankt, hat sich verabschiedet und ist ins Scheire hinein. Und wo sie grad in die Tür neu ist, da ist auf einmal von oben vom Dach auf die schöne Marie lauter Gold runtergerodelt. Und das Gold ist bei der überall trau hängen geblieben. Und wo die schöne Marie ins Scheire hineingeschritten war, da war sie über einmal vor dem Haus gestanden, wo sie aufgewachsen ist. Die ist immer dichter bei das Haus bei und da hat der Kegel auf dem Mistkibbel die gesehen und hat ganz laut gekriegt: Kikeriki, da kommt die unsere Goldmarie. Die Stiefmutter und die hässliche Marie haben den Kegel gehört, sei gleich aus dem Haus auf die Gassen aus, und wo sie die Goldmarie mit dem vielen Gold gesehen haben, da haben sie aber die Meiler aufgesperrt. Die Goldmarie hat nach gleich alles erzählt, wo sie war und was passiert ist. Die hässliche Marie, die wollte auch goldig sein. Und da ist sie noch den nämlichen Tag in den Brunnen gehopst. Und da war sie auch Wurm aufgewacht, wo es arg schön war. Da ist die hässliche Marie los und hat auch gleich einen Backofen voll mit Brotkalatsch gesehen. Da haben die Kalatsch gebettelt: Junge Frau, sei doch gnädig, tu uns raus, sonst verbrennen wir noch. Die hässliche Marie hat sich beim Ofen gar nicht aufgehalten und hat geantwortet: Ich kann doch der Teufel holen, ich hun keine Zeit, ich muss mich eilen bei die alte Wesperle, die macht mich goldig. Die hässliche Marie ist weitergelaufen und auf einmal hat sie ein Äbelbämi gesehen. Da hat das Äbelbämi wie ein Mensch zu der hässlichen Marie geplaudert: Junge Frau, sei doch gnädig zu mir, tu mich schüttle und rittle, dass die Äbel runterrottle. Die hässliche Marie hat sich bei dem Bämi gar nicht aufgehalten, hat aber geantwortet: Die Äbel kann doch der Teufel holen, ich hun keine Zeit, ich muss mich eilen, weil die alte Wesperle, die macht mich goldig. Die hässliche Marie ist weitergelaufen und hat dann die Wesperle getroffen.
Die Wesperle war grad bei sich daheim und hat im Gärtchen was geschafft. Die hässliche Marie ist bei die Wesperle bei, hat sich mit ihr gar nicht bekannt gemacht und hat zu der gesagt: Ich will bei dich bleiben in deinem Haus und du sollst mich hoddig goldig machen. Die Wesperle hat die hässliche Marie angeguckt und hat gesagt: Du kannst bei mich bleiben, aber du musst allgebot mal Bettsach aufschütteln. Das mit dem Bettsach aufschütteln hat der hässliche Marie gar nicht gepasst, aber die hat doch zugestimmt und ist geblieben. Der andere Tag ist die hässliche Marie in die Schlafstube von die Wesperle und hat versucht, die Bettdecke zu schütteln. Danach ist sie gleich bei die Wesperle bei und hat gesagt: Ich hun grad so viel schaffen müssen, ich hun der Bettsach aufgelugert, mach mich jetzt goldig. Da hat die Wesperle bloß mit dem Kopf geschüttelt und hat nix gesagt. Und so ist es auch alle Tag weitergegangen. Und weil die hässliche Marie so faul war und so schwach das Bettsach geschüttelt hat, da hat's dann auf der ganzen Welt schon lang keinen Schnee gegeben. Das war einmal so, dass die hässliche Marie bei die Wesperle gebettelt hat, die soll sie doch endlich goldig machen. Da hat die Wesperle das satt gehabt und hat die hässliche Marie in das Scheiri geschickt. Und wo die hässliche Marie ins Scheiri neu ist, da ist von oben vom Dach plötzlich schwarzes Pech runtergelaufen. Alles auf der drauf. Die hässliche Marie ist weiter ins Scheiri neu und da war sie auf einmal vor dem Haus, wo sie aufgewachsen ist. Die ist dicht dabei und da hat der Gigel auf dem Mistkiebel die gesehen und hat laut gegrischt: Kikeriki, da kommt die unsere Pechmarie. Wo die Mutter die hässliche Marie gesehen hat, da wollte sie von ihr das babige Pech abwischen, aber das krocht man nicht ab. Und von da an, da haben alle Leute die hässliche Marie die Pechmarie genannt. Die Pechmarie und der ihre Mutter, die sei der Not fast nicht aus dem Haus hinaus, weil sie sich geschämt haben. Die schöne Goldmarie, die hat aber einen jungen Mann geheiratet. Die haben sich ein schön Haus gebaut und hat auch einen großen Trop Kinder gekriegt. Die waren glücklich und waren sich einig. Und wenn sie noch nicht gestorben seien, so seien sie noch lebendig.